Der Donald Trump attackiert seine eigenen Fans, weil viele von ihnen mehr Fakten fordern im Fall Epstein. People that are really doing the Democrats' work. They're stupid people. Nichts spaltet das rechte Lager in den USA momentan so wie diese Geschichte, weil viele Fragen offen sind und wegen einer mysteriösen Lücke in einem Überwachungsvideo. Zuerst der Recap. Der Jeffrey Epstein war ein schwerreicher Kinderschänder. Er soll auch Minderjährige auf seine eigene private Insel gebracht haben, damit er und seine Gäste sie dort missbrauchen können. Der Epstein ist mittlerweile tot, gestorben in Untersuchungshaft. Das alles hat in den letzten Jahren mega viele Verschwörungstheorien angeheizt. Hätte Epstein sich wirklich selber umgebracht? Wer war alles auf dieser Insel und sind dort vielleicht auch mächtige Leute dabei? Der Epstein war auf alle Fälle gut vernetzt. Es gibt Bilder mit vielen Celebrities von ihm, unter anderem auch mit dem Donald Trump. Und der hat im Wahlkampf gesagt, wenn ich Präsident werde, dann werden die Epstein-Akten veröffentlicht. Would you declassify the Epstein files? Yeah, I would. Seine Unterstützer, die lange gesagt haben, die Biden-Regierung verstecke da irgendetwas, haben sich schon gefreut und sind jetzt schwer enttäuscht. Keine neuen Fakten, keine Liste mit Namen, wer alles auf der Insel war. Nichts gesehen, sagt die Trump-Regierung. Die Reaktion? How many of you are satisfied with the results of the Epstein investigation? Clap. How many of you are not satisfied with the results of the investigation? Dass Leute in seiner eigenen Basis da einfach keine Ruhe geben wollen, das bringt Donald Trump auf die Palme. Er schreibt sogar, von denen will er keinen Support mehr. Man soll doch jetzt einfach darüber reden, was er als Präsident schon alles erreicht hat. Aber der Fall Epstein ist in der Trump-Welt einfach so krass aufgepumpt worden, dass er jetzt nicht einfach verschwindet. Auch ein Überwachungsvideo aus der Nacht vor seinem Tod hilft da nicht. Da fehlt nämlich mindestens eine Minute. Das ist wie gemacht für neue Verschwörungstheorien. Eigentlich ist das ja die Spezialität von Donald Trump. Aber was denkst du, wird er jetzt die Geister, die er gerufen hat, nicht mehr los?